Dann begrüßen wir euch ganz herzlich auf dieser Pressekonferenz von Die Link, wo wir eigentlich nur offizielle Start auch necker der Presse wollen als Kampagne für die Wärmphase vom Wahlkampf kurz vorstellen. Bon, wie der wisst, sind der PUD Schläftkampagne am Ende eine relativ große Polemik Material, was zerstört wird von irgendwelchen Leuten. Ich meine, dass es mehr interessant ist, für über Inhalte zu schwätzen, an das wir auch wollen. Wir haben eine Demarche gewählt, für zu sagen, wir probieren an den 4-5 Wochen, die bleiben, eine Vision von Lützeburg durchzustellen, eine Vision, wie wir als vorstellen, wohin als Land sich soll entwickeln, auf allem das verbunden mit Perspektiven für die Leute hier am Land, für allem. Natürlich werden wir auch auf Material eingehen, was wir produziert tun, aber ich meine, das Material ist immer verbunden mit den Inhalten, die wir erst wollen präsentieren. Und ich meine noch, dass es Inhalte sind, die an der Vergangenheit Leute mobilisiert tun. Und wir denken und hoffen, dass wir so agieren werden in den nächsten Wochen, dass dadurch führende Wahlen weiterhin Leute mobilisieren wird. Das ist einerseits eine Zucht, was ich genannt habe, für die Vision, Perspektive für die Leute, was den Gary Diederich kurz vorstellen wird, die wir probieren, einerseits über die Broschüre, andererseits aber auch über andere Resoen zu verbreiten und zu vermitteln, was an der Welt gesehen, dass es eine positive Vision ist, wohin sich das Land entwickeln soll, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die großen Enjeux für uns, die wir an den Affischen probiert tun zu deklinieren, wo Carol Thomas dann auch nur noch erklären wird. Ich begrüße mich auch auf dieser Pressekonferenz. Wie du machst schon gesagt, haben wir nicht ein Programm ausgeschafft für das Wahlen mit den Forderungen, die an sich auch stimmig sind. Das ist aber ein relativ dicke Programm, den wenn den Forderungen einzeln liest, den nicht unbedingt gesagt, wo das Ganze vielleicht soll hingehen. Für das auf eine andere Art und Weise rüberzubringen, ein bisschen Geschichte hat dem Lützeburg für mehr ernst gesehen, wie du, wo der Moment hinsteuert, haben wir eben die Broschüre auch rausgehen, diese schnelle Zeit für Veränderung. Die Broschüre, den Text soll beschreiben, welche eine Veränderung wir wollen, wie sie ausgesät, und für was wir die Veränderung wollen. Lützeburg hat sich an den letzten Jahrzehnten, aber das hat sich bei weitem nicht geändert, die letzten 5 Jahre, dass sogar mehr und mehr zum Vorschein kommt, an den Eck ran manövriert, wo die Nischepolitik immer mehr zum Vorschein kommt, und auch international als zwar positioniert, wo man nicht kennen hier am Land will sich positionieren. Nicht selten gehen wir ins Ausland und dann sagen wir, dass wir von Lützeburg sind und dann wissen wir schon quasi, was die erste oder die zweite Reaktion ist. Die erste Reaktion ist nicht, du Schweizer Lützeburg. Die erste Reaktion ist, da wo die Finanzplatz ist, wo viele Banken sind. Dass wir hier am Land eine schöne Landschaft haben, eine ganz aktive Bevölkerung haben, dass hier Leute das Land abgebaut haben durch ihr Arbeit, dass der Reichtum für dich mal von den Schmelzen kommt, dass die Leute das Leben gelassen an den Minen und Robbern wieder geschafft haben, das ist den Leuten nicht bewusst. Die Leute haben eine andere Idee von unserem Land. Aber wir wollen, dass Lützeburg den größten Fragestellungen von dieser Zeit gerecht wird, wenn wir wollen, dass Lützeburg mehr für das bekannt wird, bei uns und zwischen uns, aber auch noch draußen, was viele Leute zu Lützeburg wichtig ist, müssen wir die Veränderung umgehen. Und für eine Veränderung, für eine Entwicklung umzugehen, muss sich Mittel gehen. Und das ist immer mehr der Fall. Da developen wir immer mehr einen privaten Marché.
An Ero de vor dem den Heidech als Vision an als Programm geht, dats de vun der öffentlicher Steuerung. Tech net de Mord alles immer méi iwwerlosen Mer gesinn a viele Froen, déi se dringend haut stellen, mech wo der Ti gefauerert huet. Wohnungspreise sind explodiert. Eben noch weil öffentliche Hand 2-3% von denen Wohnungen heute zu Lützeburg gebaut wird oder an seiner Hand geriert. An heute zu Lützeburg, so wie wir leben, so wie wir auch als Nischepolitik machen, zum Beispiel beim Tanktourismus, sind wir am Februar schon so weit, dass wir alle Ressourcen abgebraucht haben, die man von zu gut tun pro Jahr als Land, als Bevölkerung. Ab dem Moment leben wir Kächte von den Generationen, die nur als kommen, benutzen wir die natürlich Ressourcen, die diese nicht mehr innerhalb von einem Jahr können regenerieren. Und trotz Wachstum, die aber stark war, geht es schon mal nicht an derselben Proportion auf. Das heißt, den Arbeitsmarkt schafft Arbeitsplätze, aber nicht unbedingt für jeden, den heute zu Lützeburg eine Arbeitssicht erfüllt. Dabei gibt es massig Arbeit in unserer Gesellschaft. Es gibt ganz viele Arbeiten, die müssten gemacht gehen für den sozialen und den ökologischen Umbau vom Land zu machen. Aber da, wo zu gebraucht wird, für die Arbeit zu bezahlen, da sind zu nicht da. Und dafür gibt es Gründe. Weil die Intervention von der Politik, von der letzten Regierungen, war es als Land immer mehr interessant für private Investitionen und Spekulationen zu machen. Und da, weil das ja heißt, Steuern so zu arrangieren, dass es verschiedene hinbringt, für so viel wie möglich rauszuziehen. Mit da haben wir der öffentlichen Hand immer mehr den Spielraum weggeholt, für eben zu planen, wo es soll hingehen. Dafür haben wir ein anderes Modell für Lützeburg ausgeschafft, den wir hier beschreiben, ein sozialen, gerechten, ökologischen Modell, wo der Staat endlich handlungsfähig wird, für auf der Höhe zu sein von den aktuellen Defien, konkret die Probleme anzugehen, die meisten Leute am Alltag spüren. Und sich nicht die ganze Zeit damit zu beschäftigen, wie kriegen wir eine Minorität hin oder gehalten, für dass die Minorität immer mehr suchen kann generieren, ohne einen gerechten Teil zur Entwicklung vom Land beizudrohen. Da gehen wir dahin sichern, wo sie sind, für die dort zu investieren, wo sie gebraucht gehen. Für das nicht mehr alle 5 Kampf von Armut betroffen ist, für das jeder, der will schaffen, eine Arbeit kriegt, für das krank an jeder Personen anständig gepflegt können gehen, ohne dass die jeweiligen Strukturen, Personal immer Limit muss sein, für jeder die nötige Behandlung würdige Pflege können zu bieten. Das nämlich nimmen dadurch, dass Politik Lösungen zu den realen Sorgen besser von den Leuten umsetzt, nicht nur darüber schwätzt, sondern konkret umsetzt, dass undemokratische Tendenzen klein bleiben, aber möglich verschwonnen. Weil was wir an diesem Wahlkampf wollen, ist, dass die Realfrohen, die wo wirklich einen Einfluss haben auf Wachstum zum Beispiel, gar nicht diskutiert gehen. Bis auf wenig Ausnahmen mit den Themen, wo dieser Wahlkampf dominieren, bis hin dazu, dass sie schon als Themen von Table Ronde oder so ausgesicht gehen, die gehen nicht an die Tiefe von denen wirklichen Frohen. Weil wenn es wirklich darum geht, die Wursten zu diskutieren, wenn es wirklich darum geht, zu gucken, wie soll das Land konkret anders sein, nur am 14. Oktober, da gibt man viel mehr über Steuern, schwätzen, wie ein Ziel wir mit der Steuerpolitik verfolgen. Wie Lützeburg wollen wir
gëtt viel davon beeinflusst, was Ziel von der Steuerpolitik ist, und nicht wie ein Adjektiv mal 400 Wort umsetzen. Auch wird nicht darüber geschwärzt, wie viel konkret soll an den Wohnungsbau durch die öffentliche Hand investiert gehen. Mit geht weiter dieselbe Steuerformülen benutzt wie 10 Jahrzehnte. Der ist dahin manövriert, wo wir heute sind, wo die Wohnen alles anders wie bezahlbar ist. Warum das kein Thema an diesem Wahlkampf, ganz am Gegenteil, der Generalsekretär von der DP hat carrément alles schön geschwärzt an die Realität von etlichen Leuten, die schaffen, und auch die nicht schaffen, einfach ignoriert, die an Armut nämlich leben in diesem Land. Alleinerziehende Eltern, Großfamilien, Leute, die alleinstehend leben. Die Armut schenkt es für DP nicht zu gehen. Dafür brauchen wir eine Veränderung, und die kann man nicht zusammen mit den Leuten kreieren. Dafür sind Wahlen für uns wichtig, für Diskussionen zu feiern. Wir haben da in Atelier, in der Formationen extensiv gemacht. Wir haben nach letztem Weekend, wo andere just Pannen abrichten waren oder hauptsächlich abrichten gelassen haben wir zusätzlich, dadurch, dass wir selber zu dem, dass wir selber abgerichtet haben, auch eine Sommeruni organisiert und die Themen vertieft, die für uns an diesem Wahlkampf wichtig sind. Aber der 14. Oktober ist die Diskussion nicht darüber. Der 14. Oktober sehen wir, wie die Wähler dazu steht, wie mehr Pferdesprit und die Wähler zu erreichen. Wir selber werden wir das Programm, das wir ausgeschafft haben, als permanent Basis halten und immer weiter ausschalten, diskutieren, verändern. Und da darf auch mit der Zivilgesellschaft, auch mit den Leuten, die sich darunter beteiligen zu den Momenten, wo das möglich ist. Weil wir merken nicht immer, ob Demonstrationen, ob das rezent am Bausektor war oder wenn es dem Kollektivvertrag vom Luxtram, ob das der Streik war am Pflegesektor, ob das der Streik war von den Studenten, ob das Demo war wenn es dem SS Kollektivvertrag. Es gibt etliche Beispiele, wo die Leute sich auf B setzen, für zu sagen, wir wollen noch eine Veränderung von diesem Land. Wir wollen, dass wollen nicht mehr, dass es in die Richtung weitergeht. Viele Frauen und Männer zecken also nicht für sich, für das Allgemeinwohl anzusetzen. Als Population hat viel Kompetenzen und Talente und als jung streben noch Engagement und noch Erneuerung. Wenn wir also die richtigen Entscheidungen holen, die Wähler, den 14. Oktober, aber für allem auch die sich engagieren, für das Land zu gestalten, da können wir rauskommen aus der Schmuddelecke, wo wir, wenn es der Nischepolitik gelandet sind. Und wir können als Lützeburg zu einem Vierräder gehen von einer ökologisch und sozial gerechter Gesellschaft. Wir können die Transition gestalten, am Platz zu warten, bis Krisen so stark gehen, dass wir gezwungen sind, verschiedene Decisionen zu holen. Und da bleiben meistens die Schwächsten und die Ärmsten auf der Strecke, wenn es bis so weit kommt. Da haben wir am Anfang eine gute Situation und Gestaltungsmöglichkeiten auch als Lützeburg, für dass sie mehr dezidieren, wie wir Schritt für Schritt in eine andere Richtung gehen wollen. Wie das genau ausgesagt und auf welche Pilien mehr du am meisten setzen, für ein Modell für Lützeburg rüberzubringen, sehe ich Carol Thommel mehr im Detail. Ich begrüße mich dann noch ein Keier. Genau, ich probiere wirklich auf die 4 Modelle anzugehen, die wir bei unseren Affischen stehen haben. Es wäre die ganz wichtig, Affischen zu machen mit politischem Inhalt und nicht just mit Cap. Und du willst mal das, was die Strategie, die Gary auch ein bisschen erklärt hat, zum Ruf dekliniert, ob 4 wichtige Enjeux, die mehr definiert und die mehr kennen als was an nächster Zeit müsste Ugane gehen, für Lützeburg weiterzubringen. Und da sind hier Armut, das Logementskrise, das der Klimawandel und das Problem, dass Tschöja zwischen armer Reicher so nie geht und dass du durch soziale Kohäsion ein bisschen noch vorhast.
Die 4 Pilien, die drohen sich als Programm. Lo an der Wahlkampagne, aber ich meine noch darüber raus. Du schon mal für alle Pilier haben wir ein Modell, den relativ kurz, knapp, auf den nächsten Blick klar ist. Meine Schmäh, wo sich aber auf den zweiten Blick relativ viel daran verstopft, also wo es sowohl als Vision für die Zukunft dran ist, aber auch ein ganz Rutsch von unseren Forderungen. Ich schwenke mal an der Medun mit gut Arbeit, anständig Leben. Arbeit, das Konzept von der Arbeit, das ist alles immens wichtig. Es geht natürlich auf der einen Seite darum, sich finanziell aufzusichern, aber für uns ist Arbeit auch etwas, was dem dazu beiträgt, dass die Gesellschaft funktioniert, dass eine Aufgabe hat, dass etwas, was am besten Fall Selbstwertgefühl stärkt. Und dadurch will man ein Konzept von der Arbeit festhalten, an eine gute Arbeit, das für uns natürlich wo ich noch das remuneriert kriegt, was ihr verdient wird, mit das einfach mehr, das einfach etwas, eine Arbeit, an der ihr Sinn gesagt, eine Arbeit, die ihr gerne möchtet, eine Arbeit, wo ihr am besten Fall mitbestimmen kann, eine Arbeit, die eine gewisse Zufriedenheit gibt. Und schon allein an dem gut Arbeit sind dadurch immens viele Forderungen eigentlich von diesem Programm. Ich kann nicht sowieso so alle gut abzählen, aber zum Beispiel aber non-pleuron dernier Ressort oder auch die Arbeitszeitverkürzung, selbstverständlich, mit Mattbestimmung und so weiter. Am zweiten Teil gehen wir dann auf die Frage von der Lane, wirklich an, was natürlich wirklich eine Problematik ist. Wir haben 12% Working Poor, das heißt Leute, die hier damit leben, obwohl sie schaffen, weil also ein Mindestlohn today vielleicht, wenn das kein Geheimnis ist, dass wir für die Erhöhung vom Mindestlohn sind. Es geht aber ganz weit darüber raus. Es geht als über eben eine Valorisierung von der Arbeit und dass jeder das verdient, für was er noch schaffen geht. Das geht um 80-90-Regelung beim Staat, die wir wollen aufschaffen. Es geht um Personal am Bootssektor, das immer noch muss dafür streiten, dass es mit 10 Jahren qualifizierte Mindestlohn kriegt. Geht um die Leute am Bausektor, am Pflegesektor, die dafür streiten, dass sie anständig bezahlt gehen. Es geht Personal bei Luxtram, das nicht anständig bezahlt wird. Und all die Leute, das für uns die Konvergenz der Leute, dass die Leute zusammen für hier Rechte kämpfen. Das ist nicht jeder für sich, aber dass wir das zusammen gesehen und alles das stößt für uns am Wort anständig leben. Dann wir in einfachen, günstig Wohnen, öffentlich bauen. Ich meine, das ist die klarste von unseren Modellen. Jeder schwätzt davon, das muss öffentlich gebaut gehen. Komischerweise sind die Parteien, die dann an der Praxis aber nicht viel budgetieren. Wir haben 2015 eine Logementskampagne gemacht und da war eine Hauptmessage, die öffentliche Hand allgemein, der Staat und Gemeinden, die müssen ihre Responsabilität überholen. Und das eben auch mit dem öffentlichen Bauer gemeint. Zum einen kann der private Marché einfach nicht die Demande abholen, die du im Moment da hast. Sie kann nicht genug Wohnungen schaffen, wie wir brauchen. Zum anderen sind öffentliche Wohnungen aber einfach Investitionen in Zukunft. Das ist erstens kein finanzieller Verlust, weil ihr durch die Loyer so eine Rückgrat. Das ist aber vor allem gesellschaftlich wichtig, weil Gemeinden können Preise sozial staffeln, sie können Preise überhaupt auf ein Niveau bringen, den die Leute sich auch können leisten. Vor allem können Gemeinden oder auch der Staat auch einfach definieren, was brauchen wir eigentlich im Logement und dann nur einen Bedarf bauen. Das heißt, auch mal für Familien mit mehr Kinder, für Junge, so, und nicht nur das, wo am meisten Profit ist, aber das, was wirklich von der Gesellschaft gebraucht wird. Und öffentliche Wohnungen gehen am besten Fall auch nicht aus Spekulationsgründen Eidelstuhl gelost, was dann auch noch ein Pluspunkt wäre. Gesund Umwelt, Sozialpriorität, scheint das wieder, die nicht so oft bei mir gesagt, die für uns sind die aber nicht von denen zu trennen. In einer gesunden Umwelt meinen wir natürlich Natur, Klima, Biodiversität, Luft, Wasser, aber auch die soziale Umwelt, Nachbarschaft, Zusammenleben, und weil es durchaus auch gut eine gute Lebensqualität an der Gesellschaft.
mehr hun eben nun schon immer ein bisschen Ökosozialismus geschafft. Wir probieren nur ein bisschen mehr zu schaffen und du hast die Idee eigentlich, es kann ja keine ökologische Transition erreichen, ohne Sozialgerechtigkeit zu schaffen. Das ist ohne eine wirtschaftliche Transition zu machen, die für mehr Gerechtigkeit an der Gesellschaft funktioniert. Für mehr Gerechtigkeit sorgt. Das muss ein Schiff oder Milchschippe beigelöscht gehen am Umweltschutz. Ich meine, das kein Geheimnis. Es sei denn national, mit Buschbranden, mit Überschwemmungen, es sei denn international, dass es immer mehr schlimm gibt. Gary ist drüber gegangen, dass wir schon im Februar eigentlich als Ressource verbraucht haben. Und das ist eine Sozialpriorität, dass das eigentlich nicht so weit hier geholt, weil es sind immer die Ärmsten, die nach dem Klimawandel leiden. Es sind immer die sich nicht können wehren, die sich nicht können für den Klimawandel schützen, die dadurch leiden. Und wir müssen uns bewusst sein, dass in den nächsten Jahren durch Drückenden an Überschwemmungen, was noch alles kommt, immens viele Klimaflüchtlinge auch werden bei uns entgegenkommen, weil die Welt einfach immer mehr Platz und nicht mehr lebensfähig ist. Du willst also zu mangeln eine Sozialpriorität. Das ist auch in dem Sinne eine Sozialpriorität, weil der Klimawandel nicht mehr umgehen kann gehen, wenn die Leute zusammen schaffen. Weil jeder in Einzelnen Bewusstsein dafür kriegt, dass sie noch muss aufpacken muss, wenn sich engagiert, wenn wir am Allgemeinen ein Verständnis haben, dass als Gesellschaft muss zusammen und der ökologischer und der ökosozialer Transition mitschaffen. Voilà. Wir hatten wie immer schon Forderungen, die dem entsprechen, wie zum Beispiel also ein gestaffelter Wasserpreis, den zum einen ökologisch Komponent, aber dann natürlich auch ein sozial. Und dann auch pour mehr, wie zum Beispiel den Employeur und dernier Ressort, wo es darum geht, Leute eine Arbeit zu verschaffen, die am besten Fall eben ökologisch oder sozial sinnvoll ist und eben auch kann zu der ökologischen Transition beitragen. Also ein letzter Modordre ist gerecht steuern, gemeinsamer Wohlstand. Wir hatten eine Steuerreform, das also an dieser Legislaturperiode mir komischerweise will ja aber alle Parteien noch eine kleine Steuerreform machen. Das heißt, so ganz gut scheint die nicht gewesen zu sein. Wir waren von Anfang an nicht froh mit der Steuerreform, weil sie an Eisenbahn eigentlich das hauptsächliche Ziel verfehlt wird. Eine Steuerreform oder Steuern sind nämlich das beste und das einfachste Mittel für eine Umverteilung von Oben und Innen zu gerieren und dadurch eine mehr gerechte Gesellschaft zu bauen. Weil das für uns gerecht steuern, das eine Entlastung von den kleinen und den mittleren Einkommen sind, mit gleichzeitig eben einer höheren Belastung oder einer höheren Besteuerung von wirklich dicken Revenuen, dicken Portemonnaien und von Kapitalbesitz. Das ist auch zum Beispiel ein gemeinsames Steuerbarem, eine Steuerklasse, für das sie bestraft gehen, wie das am Moment der Fall ist, dass ein Gleichgewicht zwischen den Entreprisen und den schaffenden Leuten und den Menagen herzustellen, was man leider nicht mehr haben im Moment. Gemeinsame Wohlstand, das ist eigentlich Konsequenz, die sich aus den gerechten Steuern an Eisen an ergibt, und das quasi als Vision, wie wir uns das dafür stellen, wenn das so funktioniert. Wohlstand ist natürlich zum einen das finanziell, es geht aber auch darüber hinaus. Es geht durch Gesundheit, natürlich Ressourcen, die soziale Kohäsion, Gerechtigkeit eben zwischen den verschiedenen Revenuen. Genau, ein gemeinsamer Wohlstand, das heißt eben, dass es zum einen als alle gut und jeder gut geht, aber auch, dass es als Gemeinsamkeit, dass es als gemeinsamen Gitter gut geht, dass es uns als Gesellschaft gut geht, was man dadurch erreichen, dass man eben dann nicht mehr die Sozialneid tun, das macht dadurch, dass man mehr Revenuen an Staatskäse haben, dass man Investimente machen, die ganz wichtig sind an Infrastrukturen, an Logement und so weiter und so fort.
und dass man dadurch einen gemeinsamen Wohlstand schaffen, den wir zusammen erschaffen, an den aber auf solidarischen Prinzipien basiert, wie eben Steuergerechtigkeit und so weiter.